so durchgeht, wo weitergeht. Und hey, starten wir mit dieser Predigtserie, das Momentum für die Kirche. Und es ist eine Serie, wo wir eintauchen in das Feuer hinein, wo in der Kirche hinein kann sein, wo Jesus in die Kirche hinein leitet. Wir wollen miteinander die Schönheit erleben, wo Jesus dieser Kirche gibt, der Wert, wo Jesus dieser Kirche hinein gibt. Und ich weiss schon, oder, jetzt sind die Lockerungen ein bisschen besser, oder? Die Leute kommen wieder. Dann ist es clever, als Pastoren dann so eine Predigtserie über Kirche zu machen. Oder? So ein bisschen, wir brauchen ja Mitarbeiter und ihr solltet ja wieder mal daher kommen. Gell? Schönen Gruß an die Stuben daheim und so. Hey, voll. Das ist überhaupt nicht unser Ziel. Es ist ein Ziel, dass nämlich das, was wir gesungen haben, Fokus Jesus, dass der Fokus von Jesus auf die Kirche nochmal in dein Herz hinein ein Feuer anzünden kann. Dass Jesus einen gewaltigen Wert der Kirche gibt, das schauen wir heute im Schnellzugtempo an. Nachher kommen nochmal 2 Serien, wo man das vertiefen. Wo man einfach merken kann, hey, Jesus ist die Kirche so enorm wichtig. So enorm wichtig. Und da wollen wir gerade miteinander drin hineingehen. Oder? Das soll der Schlüssel sein, dass das Feuer weitergeht. Mein erster Punkt, we are family. Es war einmal eine Schulklasse, die hätten aufschreiben die 7 Weltwunder, oder? Und dann haben sie angefangen zu studieren und so. Lange Rede, kurzer Sinn, Grand Canyon, ich weiß auch nicht, die Kathedrale, die in Rom steht oder irgend so, haben die es aufgeschrieben. Und eine Schülerin, die hat studiert und dachte, ja, ich weiß nicht, was ich da so schreibe. Die Lehrerin geht hin, sagt, du, was ist denn los und so? Und dann kann ich dir helfen. Ja, du sagen, was es ist. Ist es der Grand Canyon oder ist es für dich die chinesische Mauer oder so? Dann sagt sie, nein, eigentlich, ich finde es ein Wunder, dass ich einen Vater habe. Ich finde es ein Wunder, dass ich eine gute Beziehung zu meiner Mutter habe. Ich finde es ein Wunder, wie es ist, das Zusammenleben in einer Familie. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich, genau das, oder? Familie zusammen, das ist ein Weltwunder, das gehört gekehrt. Und so ein Weltwunder ist eben das auch, was Gott uns schenkt, dir und mir schenkt innerhalb der Kirche. Jesus ist am Predigen, die Leute kommen raus und sagen, du, schau, deine Mami und dein Papi ist draussen. Das hat er nicht gross gekümmert. Als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das ist schon ein bisschen komisch und so. Aber dann schaut er in die Runde und sagt, wisst ihr, wer mein Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwester ist? Das sind die Leute, die den Willen Gottes tun. Und da gibt er seinen Jüngern eben mehr Wert als, hey, wir sind im Fall ein christlicher Club und haben es gut miteinander, hören etwa die einen Podcast zusammen oder eine Predigt und so. Sondern er sagt, hey, das sind meine Schwestern, das sind meine Mütter, das sind meine Brüder und Väter. Und das lesen wir in Markus 3,33. Das ist schon ganz am Anfang, sagt er das, oder? Wer sind meine Mutter, meine Brüder? Es sind die den Willen Gottes tun. Es ist seine Gemeinde. Und das kommt durch die ganze Bibel. Im Neuen Testament natürlich, nicht die ganze, aber das Neue Testament, da kommt das so stark raus. Und ich habe den Vers natürlich schon ein paar Mal gelesen und immer wieder überlesen und so. Und irgendwann ist mir das bewusst worden. Ich weiß nicht, das hat so einen Klick gemacht, wo ich gemerkt habe, ich bin ja durch das, dass ich Jesus meine Herzenstüren auftun habe, dass ich gesagt habe, komm rein und ich will mein Leben mit dir leben. Und dann sagt mir so schön, du bist wiedergeboren, oder? Das Born Again. Oder? Und dann bin ich in eine neue Familie hineingeboren. In euch hinein quasi, in eure Familie hinein, oder? Und ich weiss nicht, meine Familie, die ich habe, daheim, also nicht Miriam meine ich jetzt, sondern so die grössere, der Scherer-Clan oder so, der war nicht immer ein Weltwunder gewesen, ehrlich nicht. Wirklich, da gibt es schon noch 2, 3 Sachen, oder? Aber das ist der Punkt, ich bin dort hineingeboren, kannst du das ja nicht aussuchen. Und genau so ist es da, ich bin in die Gemeinde hineingeboren. Und dann plötzlich ist mir bewusst worden, dass ich mit dieser komischen vorne rechts, die ich ein bisschen doof finde, dass ich mit dieser verwandt bin. Das ist ja plötzlich meine Schwester und der hinten links, der immer stresst, der ist ja auch irgendwie... Und plötzlich hat sich etwas verändert in mir, im Blickwinkel zu diesen Personen. Das ist plötzlich Familie. Und ich habe mir es da aufgeschrieben, oder? Ich habe ab diesem Augenblick probiert und in gross und fett, so wahr mir Gott helfe, die Familie zu lieben. Das ist ja klar, wir sind alle so, wie wir sind und eine in der ganzen Gemeinde ist sicher richtig, das bin nämlich ich und aus deiner Sicht bist du es, oder? Weißt du, was ich meine, oder? Und das ist einfach so und die anderen sind alle so ein bisschen, Aber Jesus hat
nicht einfach gesagt, wir sind ein Club, sondern hey, wir sind Familie. Wir sind ein Ort, wo wir miteinander einen Weg gehen, wo man sich durchträgt. Wenn es dann darum geht, dass einer über die vorne rechts schlecht geredet hat, bin ich dann schon gekommen und gemeint, hey, aber das ist im Fall deine Schwester, oder? Und vielleicht sollten wir das auch wieder mal ein bisschen einführen. Nicht gerade den Bruderkuss, und das geht eh nicht mit Maske und so, aber so ein bisschen, das zu sehen, dass das Brüder und Schwestern sind. Bruder Joni, oder? Und der Bruder Dave an der Technik und die Schwester sowieso. Einfach immer wieder den Blick zu haben, wie viel Wert Jesus der Gemeinde gibt, dass er sagt, hey, das ist im Fall eure neue Familie. Und vielleicht merken wir da, dass da ein Schwung, ein Momentum ist, wo Jesus dieser Kirche gibt, wo er sagt, hey, ich mache euch nicht einfach zu Sklaven oder irgendwelchen Jüngern, die genau mitmachen, das schon auch, oder? Aber ich nehme euch in die Familie hinein. Ich nehme euch in meine Familie hinein. Und das heisst, ich gebe dir mehr Wert als einfach an einen Diener oder an einen Nachfolger, sondern ich nehme dich, du bist Fleisch und Blut, du bist wiedergeboren in meine Familie und ich bin dein Bruder. Und du bist meine Schwester und so weiter. Und das, finde ich, gibt der Kirche nochmal ganz einen gewaltigen Wert. Das gibt nochmal so etwas, wo man merkt, hey, das ist eine Schönheit, die Jesus einfach gibt. Das ist nicht einfach ein christlicher Club, sondern sagt, hey, weißt du was, ich gebe da mehr. Und Jesus hat auch Kirche in dem Sinn erfunden. Das war seine Idee gewesen. Und das hat mich so gewaltig gedacht. Er hat nicht einfach irgendeinen Verein gegründet, oder so einen Fußballclub oder Hockey oder sonst irgendeinen coolen Bücherclub und so oder theologischen Austauschclub über die Philosophie. Nein, er hat das gegründet als meine Kirche, meine Familie. Und das lesen wir in Matthäus 16, oder? Wo Jesus zum Petrus sagt, hey, auf den Fels, Petrus, will ich meine Gemeinde gründen. Also die Family, wo wir drin sind, die gehört ihm. Also er ist das Oberhaupt von dieser Family. Es ist so cool, dass weißt du, ich meine, ich bin der wahrscheinlich am meisten mit dem Selbstwert zu kämpfen hat von uns allen da. Oder? Wir können ja einen Wettbewerb machen und so. Aber weißt du, wie lupft mich das auf? Dass Jesus, der Schöpfer von Himmel und Erde, mich nimmt, sich in seine Familie hineinnimmt und mir den Wert gibt. Und sagt, hey, du darfst zu mir kommen, mir gehört sie. Und Jesus beweist das über so lange Zeit, dass er sagt, und ich lasse die Kirchen im Fall, die Gemeinschaft lasse ich nicht einfach so, jetzt schauen wir mal, was die Family dann macht, oder? Die gehen sich sicher bald aufs Dach und so weiter. Und das ist genau so gekommen, oder? Da haben sie äußere Verfolgung gehabt, innere Verfolgung, oder? Die äußere, irgendwelche Römer, die sagen, ihr dürft nicht mehr und Christen verbrennen und es ist eine Verfolgung passiert. Und Jesus hat trotzdem immer einen Überrest von seiner Familie behalten. Und er hat immer auf die Familie geschaut und er hat gesagt, das geht weiter und ich kämpfe für euch und ich gebe euch alles. Oder? Und dann gibt es auch die inneren Verfolgungen, die in der Kirche gekommen sind, wo man sich dann gestritten hat und eben, wenn ich gesagt habe, einander, ja, nein, und ich meine, so gut, oder? Das eine in der Kirchengeschichte gelesen. Das hat ja, bevor es Knöpfe gegeben hat, oder? Hat es Stäbli gehabt. Oder? Bevor er einen Knopf erfunden hat, hat man ja auch das zutun, oder? Und dann haben sich Kirchen gespalten zwischen den Knöpfler und den Stäbler. Könnt ihr euch das vorstellen? Weil die Knöpfe sind vom Teufel, einfach, dass es klar ist. Oder? Damals war das so gewesen. Und das ist so der Ding. Und Jesus hat trotzdem über 2000 Jahre, haben wir uns nicht selber vernichtet intern, oder? Wir haben es nicht geschafft, weil Jesus immer geschaut hat, wie es seine Kirche ist und er sie auf seinen Felsen, also der Petrus natürlich mit der ersten Predigt, aber der Grund und der Fels von der Kirche ist Jesus Christus. Und da hat er einen Wert gegeben. Und wenn wir das so anfangen, ihn in den Fokus nehmen, wenn wir Jesus in den Fokus nehmen, so wie wir das schön gesungen haben, dann merken wir dann auch, aha, in diesen Fokus hinein rückt auch die Kirche immer mehr. Die Liebe von Jesus Christus zu dieser Kirche ist automatisch auch dort. Du kannst nicht Jesus anschauen und die Kirche nicht. Weil Jesus gibt dieser Kirche so einen krassen Wert. Und er hat sie, ja, jetzt muss ich da geschwind. Er hat sie nicht, weißt du, der Wert ist nicht so wie meine Vespa, die ich recht cool finde. Oder meine Wohnung. Das ist nicht so der Wert, oder so, ich weiß nicht, was dir lieb ist, oder deine Werkstatt oder was sonst im Auto rumsteht oder deine Ferienreise, die du geplant hast und so, das ist mir so wertvoll und Zeug und Sachen, Markensammlung und so. Nein, er sagt, hey, es ist wert wie eine Brut. Es ist wert wie eine Braut. Meine Kirche ist nicht ein wertvoller Gegenstand, so, oder? Sondern es ist meine Brut.
Oder? Weil wenn ich meinen schönen Lamborghini zusammenlege, oder, dann ist die erste Frage, ist jemand gestorben? Oder ist jemand verletzt worden? Nein, gut, dann ist es ja nur der Lamborghini. Oder? Sondern genau so ist Jesus Kirche so wichtig, dass er sagt, es ist meine Brut. Und dann bei der Brut ist es so eine Sache. Oder? Ich hatte schon ein paar Hochzeiten gehabt, und da hat es wirklich Brüte gegeben. Ich muss so sagen. Modelmäßig, oder? Die sind wie aus dem Ei gepellt, direkt vor die Kamera her. Und du hast gedacht, okay, da würde ich auch staunen, wenn die mir dann entgegenkommt, oder das Kirchenschiff und so weiter, oder? Und dann hat es die anderen Brüder gegeben, oder? Die das nicht so ernst genommen haben, sage ich jetzt mal, oder kannst ja nicht, also, weißt. Und ein cooles Erlebnis war, da kommt die Brut in der Wanderhose. Mit dem Rucksack und er auch und so. Und dann sind wir auf eine Alp gewandert. Und das war auch eine Brut, oder? Wo du musst sagen, hey, Brüder können so unterschiedlich sein. Die können vielleicht ein bisschen Runzeln haben. Die einen sind schon ein bisschen älter, wenn sie heiraten. Die anderen sind wirklich perfekt und jung und so weiter. Aber das ist so... Also, oh. Ich habe mir so Mühe gegeben, das nicht zu sagen. Oh. Also, es gibt kein... Oh. Ja, jetzt... Okay, stopp, wir fangen nochmal an. Jesus sieht jede Brut oder jede Kirche als die schönste Brut. Gut, hä? Und ich muss euch sagen, der mit dem Rucksack gekommen ist und seine Brut die Wanderhosen angehabt hat, der hat sie auch angehimmelt und auch angestaunt. Der hat auch gesagt, hey, das ist die einzig wahre Brut für mich. Also eben, ich habe eigentlich den Punkt machen, es geht nicht um die Schönheit. Und bei den Kirchen gibt es auch solche Kirchen, die vielleicht schöner scheinen. Und du denkst, ja, vielleicht soll ich in die gehen und da und zäb. Und also wenn unsere Kirche so wäre wie die, dann, oder? Aber das macht Jesus nicht. Er liebt das wie eine Brut. Jede genau so, wie sie ist. Und das zeigt auch wieder, es ist nicht so ein Gegenstand, sondern es ist etwas Nächstes. Es ist Fleisch und Blut, es ist Familie. Und da haben wir natürlich den Vers dazu aus dem Epheser, oder? Wo er sagt, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen. Die heilig, untadelig und ohne Flecken und Runzeln. Daher hätten wir das. Oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Oder da gibt er sich hinein, er sieht das als Brut. Und er gibt alle Kraft drin, dass das Wow wird, oder so der Wow-Effekt. Und dass wir staunen über die Kirche und er staunet über seine Kirche. Also auch über dich. Du bist ein Teil von dieser Kirche. Wenn Jesus so sagt, hey, und ich liebe meine Kirche wie eine Brut, dann liebt er auch dich, wo du ein Teil bist von dieser Kirche. Vergiss das nie. Nimm dich nicht gefühlsmäßig einfach aus dieser Kirche raus. So, ja, ich kann es halt nicht so gut und ich bin nicht so... Lassen wir uns nicht auf das rein. Weil auch wenn er von der Brut redet, redet er ja insofern auch von dir. Und gibt dir genau den Wert. Und nimm das an, du darfst das annehmen. Weil es ist ja nicht dein Verdienst, sondern es ist Jesus, der sich entscheidet. Es ist auch nicht der Verdienst von der Kirche. Es ist Jesus, der sich entscheidet, hey, ich gebe der Kirche Wert. Es ist mir wichtig wie eine Brut. Und dann ist es noch so ein Punkt, oder, wo die Bibel vielleicht so, oder wir Christen sind so schnell, ja, Jesus ist gestorben für mich. Und das nehme ich auch super gerne an, oder? Das ist so wow, meine Schuld ist weg und ich kann direkt zu Jesus und das ist so eine sensationelle Sache. Aber die Bibel sagt, geht weiter und sagt, ich kann auch das Leben geben für meine Kinder. Für meine Brut gebe ich mein Leben. Und ihr lieben Männer, ihr lieben Vätertag, oder? Jetzt kommt hier ein Vers vom Tag heute, oder? Und ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu einem heiligen Volk zu machen. Und das ist vielleicht etwas, wo wir ein bisschen verdauen müssen. Wenn wir an Kirche denken, ja, weißt du, dann sehen wir vielleicht so ein bisschen, ja, es ist schwierig eben, das Vreni vorne rechts und so, oder? Aber Jesus hat für sie, für die Gemeinde, für all die, sein Leben gegeben. Und es gibt, hey, spürt ihr den Wert? Spürt ihr das Feuer, das Jesus für die Kirche hat? Und sagt, hey, come on, gehen wir den Weg, oder? Und ich habe da ja noch das Bild noch, genau, das ist so empfängt Jesus seine Brut.
Oder er dreht sie auf Hände und sagt, yes, endlich kann ich dich heiraten, endlich. Oder? Und das ist das Hochzeitsfeier, wo ja wieder Offenbarung nochmal beschrieben wird. Genau so, oder? Wir sind geboren in die Family hinein. Und so sind wir so wertvoll. Und so oft nehmen wir uns selber raus, aus dem Wert raus, wo wir inklusiv mit der Kirche haben. Nein, wir wollen doch ein Teil sein von der Kirche. Ich will genau dort hin, wo Jesus seine Liebe gerade hineinfließt. Genau dort will ich sein. Ich will eigentlich im Zentrum, oder, von dieser Kirche sein, damit die Liebe von Jesus auch mich trifft und mich heilt und mich führt und leitet, dass sein Geist wirkt und so weiter. Und darum möchte ich ein Teil sein. Und ich habe aufgehört, oder? Die Predigt ist so eine die reden fast mehr zu mir, als sie zu euch reden. Also ich hoffe, sie reden zu euch ja genau gleich. Aber in dieser Vorbereitung nochmal herauszufinden, hey, wie denke ich über Kirche oder wie habe ich über mich und über Kirche gedacht und wie denkt Jesus darüber? Über das Feuer, das er für die Kirche hat. Und dann merkst du plötzlich, oh, da hat es einen Gap, oder? Und ich würde sagen, der da entspricht nicht ganz dem, was ich hatte, oder? Wo wir haben hergehen und sagen, Jesus, ich will ein Teil sein von dieser Kirche. Und ich will, übrigens, es tut mir leid, Jesus, dass ich mich da immer wieder so ein bisschen daraus rausgenommen habe. Und vielleicht tut das bei dir auch etwas auslösen, oder? Weil es ist ein Ruf in das hinein. Jesus Christus sagt, kommt in die Kirche hinein, werdet ein Teil davon. Es ist mein Lieb und ich bin das Haupt von dieser Kirche. Also wir sind eine Brut und sind Lieb und sind Family. Das ist alles so nah, so gewaltig, so liebenswert. Und das haben wir da auch. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt. Und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Also das Zentrum ist irgendwo vom Universum Jesus, oder? Und wir sind sein Lieb. Wir sind wirklich im Fokus von Jesus Christus, oder? Und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Ich meine, lasst euch das in den Ohren vergehen. Er lebt da innen in der Kirche. Mit seiner ganzen Fülle. Er denkt nicht, Mann, die Schweizer Kirchen sind einfach nicht so, wenn ich es gedacht habe, da bin ich noch ein bisschen dort. Nein, er ist ganz drin, ganz da und Vollgas dabei, mit seiner ganzen Fülle. Und wenn ich Teil bin von der Kirche, habe ich auch einen Teil an dieser Fülle von Jesus Christus, der in meinem Leben wirkt und miteinander da ist. Und dann tut er die Gaben austeilen und die Geistesfrüchte, die im Charakter wachsen. Durch das Vreni, das vorne links ist, das mich vielleicht herausfordert, oder? Wächst dann mein Charakter in der Liebe. Zwar ausgossen, aber ich muss sie auch anzapfen. Und so ergänzen wir uns in dieser Kirche hinein. Und darum kommt auch das Motto, hey, komm und erlebe. Weil Jesus ist da innen in seiner ganzen Fülle mit all seinen Gaben, mit seiner ganzen Liebe für dich, für mich. Und komm und erlebst, wie die Liebe dich durchströmt. Komm und erlebst, wie du begabt wirst. Und da drin kannst du sein. Darum kommt das. Es ist nicht nur komm und schau. Das wäre bei meinem Club so. Schau schon mal, ob es dir gefällt und so. Aber eigentlich ist es viel mehr als schauen, sondern erleben, weil Jesus mitten innen drin ist, weil Jesus dich in die Familie hineingenommen hat, weil Jesus dir sagt, du bist wie seine Brut oder wir als Kirche sind seine Brut. Ich bin mitten unter euch und ich bin der Kopf und ich lebe in euch und ich bin Vollgas da drin und darum geht es viel mehr um Erleben und um das Teilhaben, das mit drin sein. Und so sollen wir ja auch als sein Lieben einen Unterschied machen. In den Dörfern, in unseren Familien, in den Städten und dort hineingehen. Weil unser Auftrag ist relativ einfach als Kirche. Wir lieben Gott. Er ist das Zentrum. Betet ihn an. Darum singen wir so coole Lieder und so weiter. Oder? Wir lieben die Menschen. Und ich meine, zuerst einmal unsere Brüder und Schwestern, oder? Das ist ja schon genug. Also mich langt es dann manchmal schon recht, oder? Aber dann habe ich ja noch Nachbarn und noch Kollegen und die im Verkehr, ihr wisst es, oder? Aber das sind auch Lieben. Und Kirche ist vielleicht dort der kleine Übungsfeld, um dort hineingehen und zu sagen, jawohl, da will ich will die Menschen lieben. Weil das sind meine Brüder und Schwestern. Und die es noch nicht sind, werden es vielleicht noch. Ich liebe es gleich auch, oder? Und dann ist ja der Punkt, sich selber zu lieben. Wenn Jesus dich liebt, wieso liebst du dich nicht, ist meine Frage. Wenn Jesus Kirche liebt, wieso lieben wir Kirche nicht, ist meine Frage. Und darum, gell, Jesus ringt seit Jahren um die Kirche, seit 2000 Jahren ringt er um die Kirche. Und in der Offenbarung, in den ersten Kapiteln, haben wir so ein cooles
so ein cooles Bild von Jesus, wo in diesen Leuchtern steht. Und dann jeder Gemeinde gibt er ein Sendschreiben. Und natürlich sagt er diesen Gemeinden, ja, ihr könntet schon noch ein bisschen anders, als ihr jetzt gerade tut, oder? Aber er ringt um die in Liebe. Es ist nicht ein vernichtendes Urteil, sondern es ist ja ein Brief. Und der Brief ist dazu da, dass sie ihn lesen, verstehen und dann ihr Leben ändern. Und das ist so ein gewaltiges Bild, das wir jetzt hier haben, gerade auch in der Offenbarung. Jesus ringt um jede einzelne Kirche. Wo sie auch steht und wie sie auch da ist, eben, das sind die mit der Wanderhose und der Runzeln, oder? Aber er liebt jede und er ringt um jede. Und gerade in den Sendschreiben haben wir eine recht coole Predigtserie gehabt, glaube ich, im 2017 oder so. Die könnt ihr gerne auf der Homepage nachlesen. Mega cool, wie dort das auch ausbeindelt wird, was das bedeutet für unsere Kirche. Weil auch aus diesen Sendschreiben kann die GVC Zürich Oberland lernen. Ist ja klar. Ist ja klar. Wir wollen ja für sich kommen. Wir wollen ja, dass Jesus noch viel mehr Platz bekommt in unserer Kirche und da kann mit uns unterwegs sein. Aber spürt ihr ein bisschen das Feuer, das Jesus für die Kirche hat? Spürt ihr den Wert, den Jesus dieser Kirche gibt? Die Schönheit, wenn er sie sieht. Es ist sein Fleisch und Blut und das tut er in vielen verschiedenen Bildern zeigen. Durch die ganze Bibel durch. Und da könnt ihr auch selber gerne in der Small Group all die Stellen ein bisschen anschauen, vielleicht etwas fokussieren, dann durchgehen. Und vielleicht denkt ihr, Elias, bis jetzt war es eine super Predigt, oder? Weil ich bin da völlig einig mit dir. Jetzt wird es vielleicht noch mal ein bisschen näher. Ich will euch herausfordern. Wenn doch Jesus Christus so einen Wert der Lokalkirche gibt, wenn wir doch als seine Kinder dem auch Wert geben, der Kirche. Wir wollen doch das bauen, was er aufgebaut hat. Wir wollen doch dem Sorge haben, was er liebt, was er sagt, das ist meine Brut. Oder habt ihr schon jemals jemanden an einer Hochzeit gehört, schlecht über eine Brut reden? Das ist schon hübsch, aber weißt, eigentlich ist es rechte Greten und so. Also da, oder? Dann nimmst du dich gerade aus dem Fest, oder? Dann kommt irgendein Kollege und sagt, du komm, wir gehen eins ziehen, ein Bar oder so, oder? Aber das ist doch der Punkt. Wenn doch Jesus der Kirche so einen Wert gibt, dann wollen wir doch das auch machen. Und dann ist die Frage, wo ist denn dein Fokus? Ist dein Fokus dort, wo die Fehler sind? Oder ist dein Fokus auf Jesus, der die Kirche liebt, trotz ihren Fehlern? Und das ist vielleicht der Fokus, den du in deinem Leben hast, wo du auch über dir noch die Fehler siehst, wo Jesus dir schon mal dich liebt. Und ich möchte euch ein Beispiel machen, das ich mir so ausgedacht habe. Einer in einer Gemeinde, wo ich nicht weiss, wer es ist, und die Gemeinde kenne ich auch nicht. Und es ist niemand von da, einfach so. Aber der ist auf den Knien und betet zu Jesus und sagt, Jesus, er ist mein Pastor. Er ist einfach so ein schlechter Leiter. Hey, und seine Predigten sind so wirklich, es ist wirklich einmal schwierig, wach zu bleiben. Und überhaupt ist er kein Evangelist. Jesus, bitte, erlöse mich von dieser Kirche. Und überhaupt Kirche, wenn wir schon gerade dabei sind, oder? Die pennt doch. Also Jesus, da könnte doch mal etwas gehen, weißt du, könntest du nicht mal und so, oder? Und ihr könnt das vorstellen und so weiter und so weiter. Und irgendwann sagt Jesus, danke für dein Gebet. Ich will dir erstens sagen, ist dir schon klar, dass du über meine Familie redest? Und zweitens will ich dir sagen, ist dir schon klar, dass du über meine Brut redest? Und drittens sagt Jesus, ja, du hast recht. Du hast recht, der Pastor ist jetzt... Aber weißt du was? Das ist mein Lieblingspastor. Das ist mein Liebling im Fall, echt. Und wenn du wüsstest, wenn ich gerungen habe um den Pastor, damit er zu mir findet und mit mir unterwegs geht und nachher alles herleitet und Pastor wird. Und dann schaut er zu dem über und hat Tränen in den Augen. Und sagt, hey, weißt du, ich bin dran mit ihm. Ich kämpfe um alles mit ihm und ich sorge mich um den. Und dann ist so eine Pause, eine Künstlerpause. Und sagt Jesus, du willst nicht Teil von dieser Kirche werden und dem Pastor helfen? Willst du nicht hingehen und mit ihm das machen? Ich habe dich doch so reich begabt und ausgerüstet und dein Charakter glänzt und strahlt im Licht von meiner Sonne.
Hilf ihm doch. Und versteht ihr, das ist das, wo Jesus den Wert hat und auf die Kirche leitet. Und natürlich sieht er die Fehler der Kirche. Und natürlich sind nicht, und ich bin schon verletzt worden, schon ganz früh. Bald einmal im Juli predige ich in der Krishona. Oder haben wir schon fast abgemacht. Mit 16 bin ich aus dieser Kirche gelaufen und habe gesagt, nie mehr setze ich einen Fuß in die Kirche. Und jetzt kommt das da, oder? So, du und könntest nicht. Und, oder? Das ist ein Fuß, den ich in eine Kirche hinein tue, den ich abgerissen habe. Ich habe gesagt, nie mehr gehe ich in die Kirche. Und jetzt führt mich Gott wieder zurück und es ist das Zurückführen von der Versöhnung. Und ich weiss nicht, wie du über Kirche denkst oder über Kirche redest oder über uns Pastoren oder so weiter. Aber vielleicht ist es auch daran, einmal nochmal mit Jesus zu reden und zu sagen, es tut mir eigentlich leid. Ich habe doch über deine Brut geredet. Ich kann nicht schlecht über die Brut reden. Ich habe einfach gesehen, was du auch siehst, oder? Die Fehler, die halt sind. Aber ich will einen Schritt zurück machen in die Liebe für die Kirche hinein. Ich will das Feuer wieder haben, für die Kirche. Ich weiss, es sind alles Double. Ist ja klar. Ich ja auch. Und wir sind Menschen. Es ist Menschen, das ist ja logisch. Und Jesus sagt, ja, das stimmt schon. Ich schaffe aber an jedem. Und so will ich dich ermutigen, heute und ein bisschen herausfordern und fragen vielleicht, oder? Gehst du nochmal einen Schritt in die Verbindlichkeit, in die Brut hinein, in die Liebe hinein, in die Hände und Füße hinein zu Jesus. Und wirst Teil von einer Kirche und kannst sagen, das ist meine Family, das ist meine Heimat und ich gebe mich da drin hinein. Und ich gebe meine Gaben da drin hinein, damit die Familie wächst. Weil es geht nicht um unseren Club und ich bin jetzt da der Pastor und muss das sagen, sondern es geht ja darum, wie Jesus den Wert denen gibt, diesen Kirchen gibt. Und das muss auch nicht GVC sein, das muss einfach ein Ort haben, wo du kannst sagen, dort ist es, dort will ich hin, oder? Und vielleicht machst du es wie ich, oder? Willst du so mag dir Gott helfen, oder? Wir gehen ja immer davon aus, dass wir es noch nicht können. Und Jesus das kann und er uns die Kraft und die Liebe gibt. Hingehen und die Gemeinde stärken mit dem ganzen Ding. Und so wahr mir Gott helfen, will ich meine Prioritäten ändern oder neu sortieren. Und so wahr mir Gott helfen, will ich die Kirche lieben, mich drin hineingeben. Und sehen, wie Jesus sie sieht. Und dann werden wir nämlich ein Teil von der Hoffnung von dieser Welt, ein Teil von der Lösung von dieser Welt. Das strahlt raus. Du musst nicht mal das Evangelium erzählen, weil dann leben wir es und die Leute sehen es und denken, was ist mit denen anders? Und die kommen und sie schauen nicht nur, sondern sie erleben. Komm und erlebe. Und sie werden erlebt, rauslaufen und sagen, da will ich ein Teil davon sein. Weil das ist eine Familie, die ich sonst nicht kennengelernt habe. Das ist eine Vaterschaft, die ich nicht kenne. Das ist ein Zusammensein, das ich nicht kenne. Und so will ich euch herausfordern zum Schluss, oder? Mit Jesus das nochmal zu diskutieren. Nochmal zu fragen, Jesus Christus, was ist denn da jetzt? Wo ist meine Heimat und wo ist deine Liebe? Und auf so einer Kirche freue ich mich, wo wir miteinander in Liebe unterwegs sind. In Liebe unterwegs sind, im Wissen darum, dass wir nicht perfekt sind, so wie ich das Gefühl habe, dass es sein müsste. Miteinander gut umgehen und jeder seinen Teil reingibt. Weil was ich nicht kann, kannst du vielleicht besser. Also machen wir es zusammen und dann stehen wir miteinander an und dann hat es noch einen Dritten, der mithilft und so weiter. Und dann ergänzen wir uns und dann geht etwas ab. Und so das Zusammensein, so wie ein Lieb, fest verbunden und jeder hat seine Aufgabe. Und das liebt Jesus und dem will er nachgehen. Und so will ich dich bitten, hey, sitz mit Jesus auf deinem Stühle, red noch mal über die Kirche mit. Und vielleicht ist es auch mal, hey, sorry, es tut mir leid, da habe ich echt nicht. Es tut mir leid, über deine Kirche, ich kann nicht so über die Brut reden. Es tut mir leid. Und vielleicht ist jemand, der sagt, hey, ich will mit jemandem noch beten, weil die Kirche hat mich so verletzt und ich will über die Hürden hineingehen. Aber ich schaffe es allein nicht. Und vielleicht ist Seelsorge dran, vielleicht ist da auch etwas dran, wo du mit jemandem beten musst. Und sagst, ich gehe hinten ins Gebetsteam oder zu sonst jemandem, der neben mir sitzt, Marktleiter und so weiter. Und ich will die Mauer überwinden. Ich will nämlich wieder Zugang haben, freien Herzenszugang zu dieser Kirche. Jesus, hilf mir. Weil bei allem, was wir tun, ist es immer so, wahr mir Gott helfen. Und so werden wir den Weg gehen, miteinander. Und jetzt bete ich noch zum Schluss. Ich bitte euch auch zum Aufstehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du
uns alle miteinander in die Kirche hineingeboren hast. Und ich danke dir, dass du die Kirche liebst und somit auch uns. Und mit uns den Weg gehst, egal welche Hürden noch im Weg sind. Und egal wie schwierig die Kirche ist oder wie schwierig wir sind und unsere Gedanken sind über die Kirche. Wir wollen es dir auch bringen. Und da kann uns nichts trennen von dir. Ich danke dir dafür. Und schreib uns einfach nochmal neu ins Herz hinein, den Wert und die Schönheit von dieser Kirche. Und zünd mein Herz noch mehr an, Jesus Christus. Unsere Herzen noch mehr anzünden für die Kirche. Dass wir einfach so schwärmen, wie es cool ist und nicht, wie man muss evangelisieren oder so. Dass die Leute in diese Kirche hineinkommen und dann gerade merken, dass du das Haupt bist. Und merken, dass da der Geist Gottes wirkt. Und fragen, hey, was muss ich tun, damit ich gerettet werden und dazugehören. Danke, Jesus, hast du so ein gutes Bild über die Kirche. Und danke, wirst du sie auch in die nächsten 2000 Jahre brauchen und mit ihr gehen und um uns ringen.